YouTube. Ich habe dann zumal angefangen, das ist schon Ewigkeiten her, weil ich kann das schnell suchen. Hier, mein allererstes Video. Mein allererstes Video ist im 2013 veröffentlicht worden. Und jetzt haben wir 2019. Ich mache wirklich schon Ewigkeiten YouTube. Also wirklich schon lang machen YouTube. Vor 5 Jahren mein erstes Video. Hier steht 5 Jahre. Es war wahrscheinlich später gewesen, als wir das jetzt im Jahr haben. Ja, genau. Es ist krass. Also, dass ich 5 Jahre schon YouTube mache, weiß auch nicht. Also, das ist wirklich heftig. Aber ich habe dann eben vor 5 Jahren mit YouTube angefangen. Vor 5 Jahren habe ich mit YouTube angefangen, und zwar Minecraft-Videos zu machen. Minecraft-Videos, wo irgendwie dann zumal, wo dann zumal hure im Hype waren und hure geil waren, weil ich selber auch viel Minecraft selber gamet habe und gezockt habe, weil ich das so selber gerne gehabt habe. Minecraft ist Leben. Minecraft ist einfach eigentlich ein hure geiles Game und ist ging noch ein hure geiles Game eigentlich. Ich game es einfach nicht mehr so viel. Minecraft Ehre. Und ich habe einfach mit dem Game dann zumal angefangen, weil ich glaube, dann zumal den Gronk gesehen habe, Let's Plays machen, und auch noch schon der Unge. Der Unge hat, glaube ich, dann auch schon Let's Plays gemacht, und ich habe den Unge hure gern schon mir reingezogen und so, seine Minecraft-Videos, seine Survival-Games-Videos, das habe ich dann im Anschluss auch noch gemacht. Und das ist sehr, sehr geil gewesen, mir die Videos einzuziehen und mal zu sehen, dass ich das selber auch machen kann und ein bisschen das Ganze zu lernen, wie das Ganze geht. Ich meine, mein erstes Video, das ist wirklich noch nicht wesentlich was gewesen, also das ist schon ein bisschen cringy gewesen, aber ich habe es einfach mal probiert, es einfach mal machen. Wir können uns jetzt gerade mal einziehen hier. Warte, ich muss gerade mal einziehen, das Video hier. Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video auf diesem Kanal namens Pumpkin. Oh yeah, oh yeah. Geiles Intro. Ich liebe die Intro-Musik gegen noch. Also nach wie vor ist das eine geile Intro-Musik, wie ich finde. Ja, eben, das ist so das erste Video. Erstmal noch ein Like da lassen. Und wer ist der geile Typ? Ja, ich weiß es auch nicht. Nee, aber das ist wirklich sehr, sehr nice. Und dass ich dann zumal Minecraft-Videos gemacht habe. Ehre geht raus. Also wirklich, ich finde, für das überhaupt nicht muss ich mir schämen oder so, sehr, sehr geil. Aber ja, angefangen mit Minecraft-Videos, dann zumal bin ich vielleicht 15, 16-jährig gewesen. Es war wirklich eine nice Zeit gewesen und ich habe gerne Minecraft gamet, ja, mit 2 anderen Leuten, die auch mit mir Minecraft-Videos gemacht haben später, mit dem Der Melon, beziehungsweise ja, mit dem Der Melon hat er dann zumal geheißen. Und heutzutage ist das Sandronic auf YouTube, macht aber absolut keine Videos. Und auf YouTube Broomplays. Ich habe die Zeit dann zumal hure gefühlt, wie wir zusammen gezockt. Nach der Schule sind wir heimgekommen, zusammen gamet und so. Und YouTube ist wirklich einfach so ein Hobby gewesen, aber ich habe es wirklich eine Zeit lang täglich als Video upgeloadet auf meinem Kanal. Das ist wirklich eigentlich krass gewesen. Also, es ist wirklich krass gewesen, wie sehr, wo ich dann zumal aktiv war auf meinem Kanal. Ja, und das ist wirklich noch eine coole Zeit gewesen, einfach so zu gamen, nach der Schule so hinzukommen, einfach zu zocken, unbeschwert einfach heimgehen, ein bisschen zu zocken und das Minecraft-Video aufzunehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das war wirklich geil gewesen und nein, das ist jetzt schon in der relativ nahen Vergangenheit, habe ich mir entschieden, die Videos auf Schweizerdeutsch zu machen und mal etwas anderes zu machen, weil ich nicht das Gefühl gehabt habe, ja auch Vlogs einfach machen und so weiter und so fort. Dann einfach das Gefühl gehabt, wenn ich so in die Kamera einschnurre und Hochdeutsch rede, habe ich das Gefühl gehabt, das ist nicht so wirklich, wie ich bin, und das ist halt wirklich nicht, ich rede nicht so im Alltag, ich rede nicht Schweizerdeutsch im Alltag, also wollte ich auch nicht, ich rede nicht Hochdeutsch im Alltag, also wollte ich auch nicht Hochdeutsch Videos machen, genau. Und dann habe ich angefangen mit schweizerdeutschen Videos. Also schweizerdeutsche Videos, das war die beste Entscheidung gewesen. Und seitdem hast du mir abonniert, Variashi. Ah, nice. Eben, die schweizerdeutschen Videos, das war wirklich eine sehr, sehr gute Entscheidung von mir. Und was wollte ich noch sagen? Eben, einfach mit YouTube und
generell, wenn irgendjemand von euch jetzt da zuguckt, hier im Livestream oder vielleicht im YouTube-Video, das ich da draus mache, wenn ihr mit YouTube-Videos wieder anfangen, denkt nicht groß darüber nach, fangt einfach an. Klar müsst ihr wissen, oder klar ist, kann man nicht einfach anfangen ins Blau aus und so. Ich habe mir zum Beispiel dann zum Anfang, habe ich schon hier einen nice PC gehabt, schon das Mikrofon gekauft gehabt und, nein, die Facecam noch nicht, ohne Facecam, aber ich habe zuerst mal die Sachen gekauft. Das Zeug mal investiert, weil ich Lust gehabt habe auf schon qualitativ hochwertiges Zeugs. Jetzt wenn ihr Vlogger wollt sein oder so, dann holt euch irgendeine Kamera, vielleicht jetzt nicht gerade so eine, das ist vielleicht ein bisschen teuer, und als Mikrofon, weil Mikrofon, das ist am ersten noch irgendwie wichtig, weil wenn das Bild nicht so gut ist, okay, wenn der Sound scheiße ist, klicke ich direkt weg, habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, und wenn ihr wieder anfangt, macht es einfach. Tut einfach anfangen. Tut nicht groß überlegen, was die anderen Leute in der Schule für euch denken, was die anderen Leute sagen über euch. Gebt einen Scheiß drauf. Aber, handkehrum, wenn ihr YouTuber wollt sein oder wenn ihr YouTube wollt machen, dann müsst ihr halt schon vielleicht manchmal gefasst sein auf Leute, die euch negative Sachen sagen oder die euch negativ bewerten oder negative Sachen in den Kopf schießen. Oder sagen, dass sie es nicht gut machen oder so. Sowohl vielleicht in der Schule als auch auf YouTube selber. Vielleicht am Anfang hat er mehr Dislikes als Likes, weil die Leute von der Schule es mitbekommen haben und euch so irgendwie einhauen oder so, weil ihr seid die mutig sind und die YouTube-Videos machen und nicht sie. Sie sind hier irgendwo zurückgeblieben und machen einfach keine Videos. Und sie, die euch sich lustig machen darüber, dass die Videos mit die selber in das Problem mit sich oder so, die selber vielleicht ja nicht die Eier dafür YouTube-Videos anzufangen und so. Ignoriert die Leute, die sich lustig machen in der Schule über euch, wenn der YouTube wieder anfängt oder so, oder wenn der YouTube angefangen hat. Scheisst auf die Leute und probiert vielleicht einfach euer Ding dort zu ziehen. Vielleicht schafft ihr ja irgendetwas Neues auf YouTube zu machen. Es muss nicht etwas Neues sein. Klar, wenn man etwas komplett Neues macht und so, dann nice, ist geil. Und ja, aber man muss nicht gegen das beste Setup haben und so, man muss nicht 4K-Videos haben. Man kann auch mit dem Handy 4K-Videos machen, genau. Es juckt die meisten Leute überhaupt nicht, ob es jetzt ein 4K-Video ist oder ein 720p-Video. Also, keine Ahnung, meistens merken ich es gar nicht, weil es mir gar nicht so juckt, wenn ich es sehe. Aber wenn ihr da draussen Lust habt, mit YouTube-Videos anzufangen, wenn ihr wollt, dann fangt einfach an. Scheißt auf das, was die anderen denken. Und probiert aus der negativen Resonanz auf die negativen Sachen, die die anderen Leute sagen zu euch, einfach aufzubauen und euch zu sagen, ja, wenn die anderen ein Problem damit haben oder so, sollen sie doch selber anfangen. Wenn sie nichts sagen, was ich hätte verbessern könnte, wenn sie nicht wirklich etwas Konstruktives etwas sagen, wo mir etwas bringt, dann juckt es allgemein überhaupt nicht. Wie siehst du die Schweizer YouTube-Szene im Vergleich zur deutschen? Momentan finde ich, dass die Schweizer YouTube-Szene sehr, sehr nice kommt. Also ich finde, dass die Schweizer YouTube-Szene langsam ein bisschen aufholt. Klar sind wir überhaupt noch nicht wie die Deutschen oder die Amerikaner oder so. Und ich hoffe, dass es eben auch noch mehr Schweizer YouTuber in Zukunft gibt, weil es ist einfach noch cool, mehrere Leute auf der Plattform zu haben und mehrere Leute, die zusammen wachsen oder so zu haben. Jetzt haben wir momentan vielleicht so eine Crew, wo der Can, der Adi, der Marc, und vielleicht noch der Elia, dass wir aber Videos zusammen machen und Natti-Style. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn noch andere Leute da drin kämen und einfach mit YouTube würde anfangen und ein bisschen würde Gas geben und YouTube vielleicht auch ein bisschen ernster nehmen. Genau, ja, das würde ich sehr, sehr geil finden. Was ich euch so mitgeben kann, für wenn ihr YouTube starten will, fangt einfach an. Ich habe mir dann fangt einfach an und tut nicht zu fest überlegen, soll ich es jetzt machen, soll ich es nicht machen. Fangt einfach mal an. Das erste Video einfach mal uploaden und sehen, was für Resonanzen die ihr bekommt und welche Leute, die irgendetwas
euch zu sagen, oh, Mr. Lelu, the one and only Broomplace, mit ihm dann zumal habe ich angefangen, YouTube-Videos zu machen, so halbwegs. Er ist der Ehrenmann. Er ist eben einer von den Ehrenmännern, der dann zumal... Nice. Er ist einer von diesen Ehrenmännern, der dann zumal seit Tag 1 dabei war und mit mir YouTube-Videos gemacht hat und selber auch YouTube-Videos gemacht hat. Sehr, sehr geil. Merci vielmals für die 2 Franken. Wenn ihr Lust habt auf Videos, fangt an. Müsst es ja noch nicht allen sagen, in der Schule und so weiter und so fort, sondern fangt einfach mal an und macht es ein bisschen im Hintergrund oder so. YouTuber zu sein ist manchmal ein Pain, weil du auch manchmal deine Videos machst und wenn sie weniger gut ankommen oder wenn du das Gefühl siehst, ah shit, jetzt hat das Zeug weniger Likes bekommen, weniger Klicks, dann bist du manchmal schon oft so im Struggle und hast das Gefühl so, fuck. Obwohl du eigentlich gar nicht so sehr auf die Klicks oder auf die Zahlen geiern. Ich meine, wenn du es nicht für das machst, dass die Leute sehen, dann kannst du so von dir selber machen. Das ist eigentlich wirklich ein Argument. Wenn du YouTube-Videos machst, dann willst du eigentlich auch, dass die Leute das sehen. Und sonst könntest du es auch von dir selber machen. Ja. Aber YouTuber sein ist wirklich ein Pain und es ist wirklich so ein bisschen ein Hin und Her von dem Gefühl. Manchmal denkst du so, oh yes, geil, das Video, oh shit. Das Video kommt gut an, sehr, sehr nice. Ja. Und manchmal ist es so... It's the loneliest love, this is